Jürgens ganz herzlich zu unserem Beitrag in der Ringvorlesung des Länderzentrums für Niederdeutsch begrüßen. Wir möchten uns kurz einmal vorstellen, bevor wir mit der Vorlesung beginnen. Guten Tag, mein Name ist Hans-Joachim Jürgens. Ich bin Professor für Deutschdidaktik an der RWTH Aachen University und leite dort das Lehr- und Forschungsgebiet Fachdidaktik Deutsch. Niederdeutsch liebe ich seit meiner frühen Jugend, weil ich teilweise damit auch aufgewachsen bin. Ja, mein Name ist Helmut Spiekermann. Ich bin Professor für Sprachwissenschaft und zwar mit einem Schwerpunkt Niederdeutsch. Also mein Interesse fürs Niederdeutsche ist sozusagen auch in meiner Professur angelegt, aber tatsächlich ist es so, dass ich auch vom familiären Hintergrund natürlich Niederdeutsch geprägt bin und von daher auch ein großes Interesse an Niederdeutschen und an der Entwicklung des Niederdeutschen habe. So, das kurz zur Vorstellung. Wir möchten gerne unseren Vortrag damit beginnen. Mit einem kurzen Beispiel. Und zwar möchte ich voranstellen, erst einmal die Hypothese, dass Norddeutschland mindestens historisch ein mehrsprachiges Gebiet ist, in dem Hochdeutsch und Niederdeutsch oder Plattdeutsch, wie wir es ja auch nennen können, nebeneinander existieren. Und zwar ist es so, dass wir in dieser Konstellation zwischen Hochdeutsch und Niederdeutsch eigentlich die Erwartung haben, dass Niederdeutsch primär als gesprochene Sprache begegnet, sodass sozusagen der geschriebensprachliche Teil der Sprache auf das Hochdeutsche beschränkt ist. Jedoch gibt es insbesondere eben im öffentlichen Raum, und das ist ja das Thema unseres Beitrags, einige Beispiele dafür, dass wir auch niederdeutsche Zeichen, sprachliche Zeichen finden. Ein Beispiel sehen Sie hier, nämlich Straßenschilder, wie die Buddenstraße in Münster, Westfalen. Wir gehen darauf später auch noch genauer ein. In diesem Fall ist es so, dass wir hier einen Namen haben, der einerseits eben einen hochdeutschen Bestandteil enthält, nämlich die Straße, und Budden in Bezug auf den Buddenturm, einem alten Teil der alten Stadtbefestigung von Münster eben darstellt. Und diese Verbindung, die finden wir tatsächlich, wie wir gleich auch noch sehen werden, in Münster häufiger. Das, was wir Ihnen heute eben in diesem Beitrag vorstellen möchten, ist die Frage oder sind einige Erkenntnisse dazu, wie Niederdeutsch in der Öffentlichkeit, also als schriftsprachliche Zeichen in der Öffentlichkeit verwendet werden kann. Ich werde damit beginnen, dass ich gleich mit Ihnen einige Hintergründe, linguistische Hintergründe bespreche, also dazu, was niederdeutsche Schriftlichkeit eigentlich genau meint und was es mit Linguistic Landscape, also einer bestimmten Forschungsrichtung innerhalb der Linguistik, auf sich hat. Das zeige ich Ihnen in Punkt 2. In Punkt 3 gehe ich dann auf einige Beispiele ein, wie Niederdeutsch in der Öffentlichkeit vorkommt, auch welche Studien es dazu gibt. Und wir sehen dann in 3.2 einige Beispiele aus Münster, in Westfalen und aus Ostfriesland. In Punkt 4 gebe ich dann ein kurzes Zwischenfazit und übergebe dann zu Punkt 5 dann an meinen Kollegen Hans-Joachim Jürgens zu den didaktischen Überlegungen. Kommen wir also zu den Hintergründen. Also was ist eigentlich genau mit niederdeutscher Schriftlichkeit gemeint? Zu Beginn hatte ich ja schon darauf hingewiesen, dass wir, wenn es um das Niederdeutsche geht, wir davon ausgehen, dass Niederdeutsch primär eine gesprochene Sprache ist. Also das ist das, was Dialekte des Deutschen ja insgesamt auszeichnet, dass sie in erster Linie eben gesprochene Varietäten oder gesprochene Sprachen darstellen. In diesem Medium, also in der Gesprochensprachlichkeit, wenn man so will, konkurriert das Niederdeutsche mit dem Standarddeutschen. Das heißt, damit ist gemeint, dass es je nach Situation entweder zum Gebrauch des Niederdeutschen oder zum Gebrauch des Standarddeutschen oder Hochdeutschen kommt. In formellen Situationen eher Hochdeutsch, in informellen Situationen eher Niederdeutsch. Was die Schriftlichkeit angeht, das hatte ich auch schon zu Beginn gesagt, ist es so, dass wir eigentlich erwarten, dass dort Hochdeutsch oder Standarddeutsch, wie wir es auch nennen können, vorherrschend ist. Es gibt allerdings einige, wie es in der Literatur auch heißt, einige Nischen für das Niederdeutsche, nämlich insbesondere im Bereich der Kultur, also wenn es um niederdeutsche Literatur geht oder um niederdeutsches Theater, dem ja auch niederdeutsche Texte zugrunde liegen, oder in den Medien, insbesondere eben in den Printmedien, also in Tageszeitungen beispielsweise oder auch bei Radiosendungen, wenn wir zum Beispiel an niederdeutsche Nachrichten denken, die in einigen Sendern, also bei Radio Bremen und beim NDR, wochentäglich ausgestrahlt werden. Oder in den neuen Medien, wenn es um SMS oder Chat geht,
auch dort finden wir eben schriftsprachliche Beispiele für das Niederdeutsche. Was wir allerdings kaum finden, sind Alltagsschriftstücke, wenn man so will, also beispielsweise Notizen oder Einkaufszettel auf Plattdeutsch. Dort gibt es kaum Daten meines Wissens nach, was relativ überraschend ist, dass Niederdeutsche ja eine Alltagssprache eigentlich gewesen ist. Ein wesentlicher Punkt fehlt jetzt hier in dieser Liste noch, nämlich der Punkt, der uns heute eigentlich besonders interessiert, nämlich die Öffentlichkeit, also niederdeutsche Schriftlichkeit in der Öffentlichkeit. Darauf komme ich gleich noch einmal genauer zu sprechen. Ich will kurz aber noch auf die linguistische Teildisziplin eingehen, die sich mit schriftsprachlichen Zeichen in der Öffentlichkeit beschäftigt. Das ist die Disziplin des Linguistic Landscape oder, wenn man es übersetzen möchte, die Disziplin der sprachlichen Landschaften. Also es geht dabei um die Frage, wie in der Öffentlichkeit, also im öffentlichen Raum, Sprache in Schriftformen verwendet wird. Wir müssen Öffentlichkeit einmal genauer definieren, also was ist hier mit Öffentlichkeit gemeint. Es handelt sich dabei um Räume, die im Prinzip für jeden frei zugänglich sind. Das heißt also, einerseits sind es Orte, Plätze, die in der Natur oder im Stadtzentren oder wo auch immer frei zugänglich sind. Es können aber natürlich auch Gebäude sein, also beispielsweise Theater oder Bahnhöfe, zu denen in der Regel im Prinzip jeder freien Zugang hat. Ja, das ist gemeint mit Öffentlichkeit und das sind die öffentlichen Räume, um die es hier geht. An diesen Orten ist es jetzt so, dass wir, wenn wir etwas genauer hinschauen, tatsächlich überall mit orts- oder objektfesten schriftsprachlichen Zeichen konfrontiert werden, also Hinweisschildern beispielsweise, oder wenn es um die objektfesten schriftsprachlichen Zeichen geht, dann sind damit vor allen Dingen Aufkleber gemeint, also zum Beispiel Aufkleber auf Taschen oder auf Rucksäcken und so weiter, die dann eben fest an dem Objekt installiert sind, wenn man an das Objekt angeklebt sind, wenn man so möchte. Aber eben das Objekt selber ist ja beweglich, deswegen ist es nicht ortsfest, aber immerhin objektfest. So, die Forschungsrichtung Linguistic Landscape interessiert jetzt besonders, also wie Sprache im öffentlichen Raum genutzt wird, also welche Funktion hat Sprache, also dient Sprache dazu, beispielsweise die Personen, die sich bewegen im öffentlichen Raum, in irgendeiner Art und Weise, also diesen Personen eine Orientierung in dem Raum zu ermöglichen. Sind es Hinweisschilder in diesem Sinne? Sind es Informationsschilder, also die Aussagen treffen über den Raum? Darauf gehe ich auch noch etwas genauer ein gleich, wenn es um die Funktionen geht. Für uns ist aber besonders interessant, also wenn wir uns mit dem Niederdeutschen beschäftigen und Niederdeutsch betrachten, also in der Interaktion mit dem Hochdeutschen, wie sozusagen diese schriftsprachlichen Zeichen in der Öffentlichkeit in mehrsprachigen Kontexten verwendet werden. Also gibt es zum Beispiel eine bestimmte Funktion, die für eine Sprache besonders wichtig ist, also, oder die für eine Sprache reserviert ist. Und darauf werden wir jetzt noch einmal genauer eingehen. Wir können das machen mit den Kategorisierungen und Kategorien, die Sie hier sehen, die Peter Auer in einer Untersuchung einmal definiert hat, also vor dem Hintergrund des Versuches, die schriftsprachlichen Zeichen genauer zu sortieren und zu kategorisieren. Also Sie sehen die Kategorisierung in der linken Spalte, also es geht dabei darum, dass wir unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche semiotische Typen, Granularitätsstufen, Materialitätstypen und Bezugnahmerelationen genauer unterscheiden können. Uns wird gleich vor allen Dingen die Kategorisierung Funktion interessieren. Also nach Peter Auer ist es so, dass er eine grobe Zweiteilung erst einmal vornimmt zwischen sprachlichen Zeichen, die eine Interpretationshilfe für Personen im öffentlichen Raum darstellen, für bestimmte Handlungsmuster oder die bestimmte Handlungsmuster direkt einführen. Ich gebe Ihnen dafür mal 2 Beispiele. Also stellen Sie sich vor, Sie sind am Bahnhof, Sie sehen sozusagen ein Schild an der Wand angehängt, auf dem steht WC. So, WC ist jetzt für Sie eine Interpretationshilfe für den Raum. Also der Raum ist für Sie sozusagen interpretierbar in dem Sinne, dass Sie eine Orientierung dafür bekommen, wo sich das WC befindet. Wenn Sie am Bahnhof allerdings eine Fahrkarte kaufen möchten und am Fahrkartenschalter stehen, dann gibt es dort sprachliche Zeichen, die eher
Handlungsmuster einführen, das heißt also für sie verständlich darstellen. Das wäre also der zweite Punkt, die zweite Kategorie, die hier unterschieden wird. Das heißt also, dort steht dann, also wo Sie das Geld einwerfen müssen, wie viel Geld Sie einwerfen müssen, wie Sie sozusagen die Fahrkarte dann genauer für sich auch dann eben ausdrucken können. Und das ist sozusagen mit der zweiten Funktion vor allen Dingen gemeint. So, auf die anderen Kategorisierungen will ich nicht im Detail eingehen. Ich werde das gleich noch an den Beispielen dann noch etwas illustrieren können. Wir kommen jetzt zu Abschnitt 3, also Niederdeutsch in der Öffentlichkeit. Also da sind vor allen Dingen zwei Punkte interessant. Ich gehe jetzt erstmal auf den ersten ein, nämlich auf den mehrsprachigen Kontext, in dem Niederdeutsch gebraucht wird. Auch das ist eine Annahme, auf die ich ja zu Beginn schon eingegangen bin, nämlich, dass wir in Norddeutschland, genauer gesagt, also wenn Sie dialektologisch interessiert sind, dann kennen Sie eine wichtige Grenze, nämlich die Benrather Linie. Nördlich der Benrather Linie haben wir ein Nebeneinander von Hochdeutsch und Niederdeutsch. Das bezeichnen wir in der Linguistik dann auch als Diglossie, also Zweisprachigkeit, wenn man es übersetzen möchte. So, es ist jetzt so, dass wir beobachten können, dass in Norddeutschland in vielen Regionen der Dialekt verloren gegangen ist, also nicht mehr aktiv im Alltag gebraucht wird. Dann wandelt sich die Diglossie zur Monoglossie, das heißt also der mehrsprachige Kontext wird dann bezogen auf Hochdeutsch und Niederdeutsch aufgegeben. Es entstehen überall im deutschsprachigen Gebiet, auch in Norddeutschland, jedoch seit etwa 100 Jahren, seit etwa 150 Jahren neue umgangssprachliche, so wird es genannt, man müsste es eigentlich in Anführungszeichen setzen, diesen Begriff umgangssprachlich, neue umgangssprachliche Sprachformen. Das heißt also, dadurch wird die Mehrsprachigkeit, also diese Konstellation, die wir dort haben, noch einmal komplexer, also wird erweitert. Und wir haben natürlich in ganz Deutschland Einfluss von Fremdsprachen. Das sind einerseits eben die Sprachen, die wir in den Schulen lernen, also Englisch, Französisch. Englisch steht hier nur ein Beispiel, als Beispiel für diese Sprachen. Dann sind es Sprachen, die in Grenznähe von besonderer Relevanz werden, als Kommunikationssprachen dies und jenseits der Grenze. Also Niederländisch beispielsweise habe ich hier als aufgeführt. Und es sind Sprachen, die in Bezug auf Migrationsbewegungen auch eben die mehrsprachige Situation in Deutschland dann komplexer machen. Also ist Russisch in den 1990er Jahren durch die Spätaussiedler eine wichtige Sprache geworden, insbesondere dadurch. Und es sind natürlich die Sprachen von Migranten, Türkisch, Arabisch, Italienisch, Spanisch, Kroatisch und so weiter und so fort. Für uns wird gleich aber vor allen Dingen der erste Punkt wichtig sein. Also wenn wir von Mehrsprachigkeit dann sprechen, dann betrachten wir das Nebeneinander von Standarddeutsch oder Hochdeutsch, wie wir es auch nennen können, und Niederdeutsch. Das ist das, was uns interessiert. Die Beispiele, die ich Ihnen gleich zeigen werde, stammen aus zwei Studien, nämlich einmal aus einer Studie von mir selbst und von meiner Mitarbeiterin Katrin Weber aus dem Jahr 2013 zu Münster in Westfalen. Und es gibt eine Studie von Gertrud Resemius aus dem Jahr 2011 zu Krummhörn in Ostfriesland. Ja, beide Studien verwenden Daten, die nicht älter als 10 Jahre sind, das heißt also, oder etwas älter als 10 Jahre, im Fall von Gertrud Resemius. Trotzdem sind es noch relativ aktuelle Daten, das heißt also, die Aufsätze beschreiben eine relativ aktuelle Situation, die wir heute vorliegen haben. Die beiden Untersuchungsorte unterscheiden sich dahingehend, dass wir tatsächlich bezüglich des Gebrauchs des Niederdeutschen Unterschiede feststellen, in dem Sinne, dass in Krummhörn, wie Sie dort sehen können, 2002 in einer Studie noch 70% der Sprecher und Sprecherinnen gesagt haben, dass sie aktiv Plattdeutsch sprechen. Das ist in Münster so nicht erreichbar. Tatsächlich ist es so, dass in der Innenstadt von Münster oder in der Stadt Münster Niederdeutsch als Alltagssprache kaum zu finden ist. Wir müssen aber für Münster feststellen, dass natürlich Münster durch das umgebende Münsterland, in dem das Plattdeutsche noch relativ präsent ist, doch eben ein niederdeutscher Einfluss deutlich erkennbar ist. Und wir haben in Münster auch eine relativ starke Kulturszene, das gilt auch für Krummhörn, das kann man auch dort feststellen. Und wir haben in beiden Untersuchungsorten, Untersuchungsregionen eine insgesamt sehr positive Einstellung zum Plattdeutschen, ja, was sehr, sehr wichtig ist, was sich auch eben insbesondere in Krummhörn darin zeigt, dass Plattdeutsch auch ein Faktor im Bereich des Tourismus ist, also auch Werbung im Plattdeutsch stattfindet. Zum Teil gilt das auch für Münster in Westfalen.
So, die Beispiele, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte, also für schriftsprachliche Zeichen in der Öffentlichkeit, die stammen aus den beiden Untersuchungen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Und die beziehen sich jetzt, oder ich sage es mal anders, die sind so sortiert, dass wir unterschiedliche Funktionen dieser sprachlichen Zeichen genauer beschreiben können. Die Funktion, die Sie hier sehen, die 5, die lassen sich auf die Arbeit von Peter Auer beziehen. Ich kann Ihnen zu 4 der 5 Funktionen genauer Beispiele zeigen. Lediglich für das Markieren von Zugehörigkeit haben wir in Münster und auf Gertrud Resenius in Krummhörn keine Belege gefunden. Die anderen Funktionen, die erkläre ich Ihnen mit den Zeichen. Und beginne jetzt mit dem ersten Beispiel für die erste Funktion, nämlich benennen und charakterisieren. Also es geht hier dabei darum, dass zum Beispiel Orte in Form oder durch Straßenschilder genauer charakterisiert werden, häufig mit historischen Bezügen. Das heißt also, wir haben dort, wenn man so will, einen historischen Kulturbezug tatsächlich. In Münster, die Beispiele, die Sie hier sehen, machen deutlich auch, wie diese Straßenschilder, wie die Straßennamen genau aufgebaut sind. Nämlich, so wie ich es schon am Anfang gesagt habe, sehr, sehr häufig handelt es sich um Mischungen von plattdeutschen und hochdeutschen Bestandteilen. Beim Spiekerhof kann man das sehr gut erkennen. Spieker ist der niederdeutsche Begriff für den Speicher und der Hof ist eben das hochdeutsche Hof. In Münster ist es so, dass gut 1/4 der Straßennamen niederdeutschen Ursprung erkennen lassen. Das heißt also, ein sehr, sehr hoher Anteil der Straßennamen sind also niederdeutsch geprägt. Auffällig ist auch in Münster der Faktor Tourismus tatsächlich, nämlich im Innenstadtbereich, der eben sehr stark touristisch geprägt ist, finden wir besonders viele Straßennamen. Da geht es hoch in Prozentsätze, die etwa bei 30-33% liegen. Eine zweite Form des Benennens und Charakterisierens, die wir vor allen Dingen eben durch den Aufsatz von Gertrud Resenius belegen können für Krummhörn, das sind Hausnamen. Also hier Forthörn oder Forthörn, hier in Krummhörn. Tatsächlich sind das Zeichen, die auch eben häufig einen historischen Bezug haben, teilweise auch einen religiösen Bezug, damit insgesamt auch in einen kulturellen Bereich tatsächlich eben verortet werden können. Als drittes Beispiel für Benennen und Charakterisieren habe ich Ihnen einige Beispiele aus Münster wieder mitgebracht, nämlich für Gasthausnamen. Der Kiepenkerl, sehen Sie, es gibt den Kiepenkerl, ein Restaurant beziehungsweise sogar 2, den großen und den kleinen Kiepenkerl in Münster. Es gibt dort den Bezug zu den Personen, die es bis vor 100 Jahren etwa im Münsterland gegeben hat, die übers Land gezogen sind und Bürsten und Nadeln und so weiter verkauft haben auf dem Land. Das ist der Kiepenkerl gewesen, den Sie auch dort als Statue dann sehen. Es gibt außerdem zahlreiche Beispiele für Gaststättennamen in Münster, die niederdeutsche Bestandteile oder vollständig niederdeutsch sind. Kruse Beimken gehört dazu, am Aasee ist das in Münster. Übersetzt wäre das Krause Bäumchen. Tatsächlich ist das der Ort gewesen, der früher historisch als Gerichtsplatz gedient hat. Das ist eine Information, die heute vielen nicht mehr bewusst ist und vielen nicht bekannt ist, also verdunkeltes Wissen tatsächlich ist. Aber das ist im Prinzip auch der Hintergrund von Kruse Beimken. Dann in der Altstadt von Münster gibt es den Bullenkopf, also Bullenkopf, wenn man es übersetzen möchte. Das ist eigentlich eine Bezeichnung für ein Trinkgefäß, für ein typisches Trinkgefäß, das Sie auch auf dem Schild dort erkennen können. Wir gehen dann zur nächsten Funktion, nämlich Gedenken und Ermahnen. Hierzu 2 Beispiele aus Münster, nämlich zum einen auf der linken Seite eine Hausinschrift, Gasthaus Drübbelten, also in Fachwerkhäusern ist das häufiger zu finden gewesen früher. Heute findet man das in Münster relativ selten, also in der Stadt Münster direkt relativ selten, aber es ist auch aus anderen Städten natürlich bekannt. Hier ist es eben Omin Lever Gurt Gief de Annan Uk Alnstadt, wat de Annan mi Uk so gönnt. Als ein Gedenk- oder Mahnspruch. Häufig auch da ein religiöser Hintergrund, auch ein religiös-kultureller Hintergrund, den wir dort haben. Das zweite Beispiel ist jetzt weniger eine Hausinschrift, sondern eher eine Wandinschrift. Also wir sind im Innern eines Gebäudes, hier in der Bäckerei Krimphofe, also auch ein öffentlich zugänglicher Raum, also ein Verkaufsraum, den wir dort vor uns haben.
Und dort gibt es dann den Sinnspruch oder den Gedenkspruch: Alle 100 Jahre backt wie Braut in gute Tiet und graute Haut. Die Bäckerei Krimphofer hat einige Filialen in Münster. In vielen von diesen Filialen gibt es tatsächlich eben die niederdeutschen Sinnsprüche, auch eben um die Verbundenheit mit Münster sicherlich deutlich zu machen. Die dritte Funktion, die ich Ihnen zeigen kann, das ist Wegeweisen, also Hinweisschilder, in diesem Fall Beispiele aus Krummhörn. Sie sehen links ein Beispiel für ein Restaurant, das also tatsächlich eben auch am Beginn des Grundstückes, wenn man so will, dieses Restaurants steht. Das heißt also, es ist vom Weiten her sichtbar. Also wenn man das Restaurant sucht, dann erkennt man es sozusagen auch an diesem Hinweisschild. Hier geht es um die Gaststätte ist Tetit. Auf der rechten Seite sehen Sie dann tatsächlich ein Hinweisschild, das eben auf das Withus in dem Fall verweist. Hier in diesem Fall eben nicht direkt an der Örtlichkeit befindlich, sondern eben durch den Pointer, also durch den angedeuteten Pfeil, eben auch so charakterisiert, dass wir uns weiter weg befinden und dann den Weg zum Withus finden können. Eine letzte Funktion noch, nämlich die Gebrauchsweisen vorschlagen oder verbieten. Hier wiederum ein Beispiel aus Münster-Westfalen. Sie sehen hier ein Schild am Eingang eines Kleingartenvereins in Münster. Dieses Schild ist mehrsprachig. Also ein besonderes Beispiel. Also die anderen Beispiele, die wir hatten, waren immer einsprachig, hier jetzt also mehrsprachig. Was Sie hier erkennen können, ist, dass also die Grundinformationen sozusagen über den Namen des Kleingartenvereins und über die Öffnungszeiten in Standarddeutsch gegeben werden, dass aber die Gebrauchsanweisung oder Gebrauchsweise, müsste ich besser sagen, die hier vorgeschlagen wird, auf Plattdeutsch steht, nämlich Level macht nichts kaputt. Das heißt also, durch den Wechsel, durch das Switchen ins Plattdeutsche bekommt diese Gebrauchsweise, diese vorgeschlagene Gebrauchsweise hier eine besondere Bedeutung tatsächlich. Ja, also nach meinem Sprachgefühl klingt es freundlicher, als wenn es auf Hochdeutsch niedergeschrieben worden wäre. Ich möchte gerne ein Zwischenfazit geben. Also was haben Sie jetzt an den Beispielen sehen können, die ich Ihnen gezeigt habe? Also das eine Wichtige, das wir feststellen können für die schriftsprachlichen Zeichen in der Öffentlichkeit, die niederdeutsch erscheinen, ist, dass sie häufig im Bereich Tourismus gebraucht werden. Das heißt also auch eine werbewirksame Wirkung tatsächlich eben entfalten können. Das zweite ist, das hatte ich mehrfach auch angedeutet schon, ist, dass wir Niederdeutsch im Kontext von kulturellen, historischen, religiösen Verweisen tatsächlich eben finden können. Das ist etwas, wo wir relativ häufig niederdeutsche Schriftzeichen finden. Andererseits gibt es auch viele Bereiche, in denen Niederdeutsch nicht genutzt wird, sondern in der Regel dann eben hochdeutsche Zeichen erscheinen. Das sind öffentlich-staatliche Bekanntmachungen, beispielsweise am Rathaus oder bei der Post oder auch am Bahnhof, wenn es dort Bekanntmachungen oder Informationen gibt, dann sind die in der Regel hochdeutsch. Es gibt kaum Anweisungsfunktionen. Das Beispiel, das ich Ihnen vom Kleingartenverein gezeigt habe, ist eher eine Ausnahme. Es gibt kaum Ensembles, also in dem Sinne, dass wir mehrere Zeichen haben, die eng beieinander stehen und auch gemeinsam eine Bedeutung entfalten können. Das gibt es kaum in Bezug auf hochdeutsche und niederdeutsche Zeichen. Und es gibt kaum Zeichen in Form niedriger Granularität, also kleiner Schrift sozusagen, erscheint Niederdeutsch in der Regel nicht, sondern in der Regel, wenn es um Straßenschilder geht oder um Gaststättennamen, dann haben wir es dort eben mit eher größeren Zeichen zu tun, mit größeren Schriftgrößen tatsächlich zu tun bei den Zeichen. Soweit zur Einführung und zu den Beispielen. Ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Hans-Joachim Jürgens, der sich dann um die Frage kümmert, wie das, was ich Ihnen gezeigt habe, auch didaktisch gegebenenfalls umgesetzt werden könnte. Ja, vielen herzlichen Dank, Helmut. Ich möchte Ihnen nun vor dem Hintergrund dessen, was mein Kollege Helmut Spiekermann Ihnen eben vorgestellt hat, 2 Anregungen didaktischer Natur geben. In diesem Sinne werde ich Ihnen ganz kurz und exemplarisch Unterrichtsmaterialien zur Auseinandersetzung mit niederdeutscher Schriftlichkeit in der Öffentlichkeit vorstellen
Und danach möchte ich Ihnen noch eine Möglichkeit zur Verknüpfung von Unterrichtsgängen und Projektunterricht zu niederdeutscher Schriftlichkeit in der Öffentlichkeit vorstellen. Ja, dann komme ich zum ersten Teil, nämlich zu den exemplarisch vorzustellenden Unterrichtsmaterialien. Das Cover dieser Materialien sehen Sie hier. Es handelt sich um Unterrichtsmaterialien zum Niederdeutschen für die 3. und 4. Klasse in Grundschulen im Münsterland. Kurz zur Einordnung möchte ich Ihnen ein paar Worte zur Geschichte dieser Unterrichtsmaterialien mitgeben. Im Wintersemester 2014/15 haben Herr Spiekermann und ich an der WWU, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, ein Seminar angeboten, das den Titel trug: Sprachwissenschaftliche und didaktische Ansätze zum Umgang mit Niederdeutsch in der Schule. Dieses Seminar wurde auch für Lehrkräfte aus Grundschulen im Münsterland geöffnet. Die Lehrkräfte besuchten es im Rahmen eines von der Bezirksregierung Münster initiierten Schulprojektes als Fortbildung. In einem ersten Arbeitsschritt entstanden unter der Anleitung der Seminarleiter erste Entwürfe für Unterrichtsmaterialien. Dabei sind wir davon ausgegangen, dass viele Schülerinnen und Schüler das Niederdeutsche nicht mehr aktiv beherrschen. Deswegen stand als Ziel der Unterrichtseinheiten die Sprachbegegnung im Vordergrund. Moment. Aus diesem Grund wurden auch Unterrichtsstunden entwickelt, die nicht etwa sukzessiv aufeinander aufbauen und so ein bestimmtes Wissen Schritt für Schritt aufbauen, sondern die grundsätzlich atomar angelegt wurden. Das heißt, sie sind allein für sich konzipiert, sodass auch die Lehrer und Lehrerinnen eine gewisse Freiheit beim Einsatz der Materialien haben. Die Inhalte der Unterrichtsstunden sollten möglichst breit auf Alltagskontexte abgebildet sein, und zwar auf die Alltagskontexte, in denen sich die Schülerinnen und Schüler bewegen. Die Unterrichtsmaterialien sind deswegen orientiert an den Inhalten des Sachunterrichts und ergänzt durch eine Unterrichtseinheit zum Thema niederdeutsche Alltagsschriftlichkeit. Die im Seminar von den Studierenden entwickelten Entwürfe wurden dann in einem zweiten Arbeitsschritt von uns umfassend überarbeitet, vereinheitlicht und um weitere Unterrichtsmaterialien essentiell ergänzt. Kennzeichen dieser Materialien ist neben der Präsentation von konkreten Vorlagen, die für den Unterricht verwendet werden können, auch eine ausführliche sachanalytische und didaktisch-methodische Kommentierung. Diese soll insbesondere den Lehrkräften, die noch wenig Erfahrung mit der Vermittlung des Niederdeutschen haben, die Vermittlung erleichtern. Um den Grundschülerinnen und Grundschülern ein möglichst hohes Maß an Identifikation beim Lernen zu ermöglichen, operieren die Unterrichtsmaterialien mit kindlichen Identifikationsfiguren. Die sehen Sie hier. Dabei handelt es sich um die eigens geschaffene und illustrierte Kindergruppe Mia, Jan und Cem. Während Mia und Jan aus dem Münsterland stammen, plattdeutsche Namen tragen und durch ihre Großeltern teilweise bereits mit dem Niederdeutschen in Berührung kamen, handelt es sich bei Cem um ein Kind mit Migrationshintergrund, das dieselbe Klasse wie Mia und Jan besucht und für das Münsterländer Platt bis zur Begegnung mit Mia und ihrer Großmutter gänzlich unbekannt war. Zu dieser Gruppe gehört auch ein kleiner Hund namens Rüken. Bei diesem Namen handelt es sich um die niederdeutsche Bezeichnung für Hündchen. Da Tiere für Grundschülerinnen und Grundschüler häufig besonderes Identifikationspotenzial entfalten, ziert dieser kleine Hund alle Unterrichtsmaterialien, wie Sie hier sehen, als Logo. Die kindlichen Identifikationsfiguren sind ebenfalls
auf fast allen Kopiervorlagen präsent. Sie binden die vorgeschlagenen Unterrichtssettings in fiktionale Rahmengeschichten ein, leiten teilweise durch die Aufgaben und geben, wo es notwendig ist, Hilfestellungen. Wir haben 5 Unterrichtsreihen erstellt. Die ersten 4 widmen sich den Themen Mensch und Gemeinschaft, Zeit und Kultur, Natur und Leben, Verkehr, Technik und Arbeitswelt. Beim Thema Niederdeutsch bietet sich allein vom Gegenstand her eine Zusammenarbeit mit dem Fach Deutsch bezogen auf alle 4 Kompetenzbereiche des Deutschunterrichtes an. Im Rahmen unseres Unterrichtsmaterials wurde als 5. Unterrichtseinheit deswegen eine zu niederdeutscher Alltagsschriftlichkeit entwickelt. Aus dieser 5. Unterrichtsreihe möchte ich Ihnen nun eine Kopiervorlage exemplarisch vorstellen. Hier sehen Sie diese auf dieser Folie. Ich möchte mich erstmal dem linken Teil widmen. Diese Kopiervorlage, dieses Arbeitsmaterial soll die Schülerinnen und Schüler für die Herkunft und Bedeutung von Straßennamen in Münster sensibilisieren und sie zugleich in die Internetrecherche einüben. Sie sehen hier links einen kurzen Einführungstext, dann 6 Fotografien von Straßenschildern und unten schließlich die Aufgabenstellung. Den Einführungstext möchte ich Ihnen gerne kurz vorlesen. Cem ist aufgefallen, dass er sich manche Straßennamen erklären kann und andere nicht. Den Namen Schlossplatz findet er logisch. Damit wird der Platz vor dem Schloss bezeichnet. Auch den Namen Schmale Straße findet er gut. Denn die Straße ist wirklich sehr schmal. Aber was ist mit den folgenden Straßennamen? Nachdem die Kinder durch diese Überlegungen Cems zu den Straßennamen in das Thema eingestimmt wurden, bietet Ihnen dieses Arbeitsblatt KV1 jetzt 6 Fotografien von Straßenschildern in Münster. Alle 6 tragen einen Namen, der niederdeutscher Herkunft ist. Die Aufgabenstellung lautet: Recherchiere im Internet, warum diese Straßen in Münster so heißen und schreibe dein Ergebnis in die Kästen auf der nächsten Seite, die Sie hier rechts abgebildet sehen. Notiere auch, was der Name mit dem Plattdeutschen zu tun hat. Die Schülerinnen und Schüler recherchieren in der Folge im Internet, in Partnerarbeit, die Herkunft dieser Straßennamen und notieren ihre Rechercheergebnisse dann auf dem Arbeitsblatt. Die Lehrkraft gibt gegebenenfalls Hilfestellungen, indem sie Recherchetipps gibt. Anschließend werden die Rechercheergebnisse dann im Klassengespräch vorgestellt und erläutert. Es bietet sich an, dass die Lehrkraft zu diesen Präsentationen auch einen Stadtplan von Münster mitbringt, damit man sich dort auf diesem anschauen kann, wo diese Straßen genau liegen und in Einzelfällen, wie zum Beispiel beim Krummen Timpen, auch den Verlauf der Straße detailliert betrachten kann. Vom Prinzip her, und deswegen haben wir das hier auch aufgeführt, kann dieses Vorgehen, das ich Ihnen hier vorgestellt habe, von Lehrerinnen und Lehrern auch auf andere Städte mit entsprechenden Zeugnissen niederdeutscher Alltagsschriftlichkeit ohne größeren Aufwand übertragen werden. Die Unterrichtsmaterialien sind alle kostenlos abrufbar unter der hier eingeblendeten Internetadresse. Meine zweite Anregung didaktischer Natur, die ich Ihnen geben möchte, besteht aus 2 Teilen bzw. Schritten, wie Sie hier in dieser Grafik sehen. Bei dem ersten Schritt schickt die Lehrkraft ihre Schülerinnen und Schüler auf einen Erkundungsgang in die eigene Stadt, in das eigene Dorf. Ziel dieses Erkundungsganges ist die Suche nach Zeugnissen niederdeutscher Schriftlichkeit in der Öffentlichkeit. Die entsprechenden Zeugnisse, die gefunden wurden, sollen schriftlich und fotografisch von den Schülerinnen und Schülern dokumentiert werden. Nach dem Austausch über die Erkundungsergebnisse im Klassenverband
kann der zweite Schritt, der Projektteil, in Angriff genommen werden. Hier auf der rechten Seite ersichtlich. In diesem zweiten Schritt können die Schülerinnen und Schüler auf der Basis ihrer Erkundungen entweder eine Ausstellung zur niederdeutschen Schriftlichkeit in der Öffentlichkeit planen und realisieren. Diese Ausstellung könnte stattfinden in der Schule oder in einer städtischen Einrichtung oder im Internet. Oder sie machen aus ihren Rechercheergebnissen eine Stadtrallye mit oder ohne QR-Codes zum Beispiel für andere Schülerinnen und Schüler. Man könnte auch diese Rallye mit einem fiktiven Kriminalfall verknüpfen, um so den Reiz für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erhöhen. Damit möchte ich meine didaktischen Anregungen schließen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und viel Freude bei der Umsetzung der Anregungen. Literatur zu unserem Vortrag haben wir Ihnen hier noch einmal aufgelistet. Dabei handelt es sich um 2 Folien. Damit möchte ich mich auch im Namen von Herrn Spiekermann von Ihnen ganz herzlich verabschieden. Vielen Dank.